Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Endlich wieder FC Bayern Talks und keine Fußball-Talks mehr zur Nationalmannschaft. Leute, Thema WM, so ein bisschen eine Nachbetrachtung aus Sicht der Bayern-Spieler gehe ich einmal kurz durch. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr Bock habt aufs neue Auswärtstrikot, Leute, und ihr das bestellen wollt, hier die Seite, nehmt gerne meinen Affiliate-Link vom FC Bayern Fanshop. Genau. Kriege ich einfach eine kleine Provision, wenn ihr über den Link was bestellt. Und wenn ihr euch das Trikot ordern wollt, das neue Auswärtstrikot, tut das gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, damit kommen wir mal zu unseren Nationalspielern. Ich werde mir, glaube ich, mal kurz den Kader aufmachen und ich gehe es mal durch, bevor ich sonst irgendwie ein aus Versehen vergesse. Sollte mir eigentlich nicht passieren, aber na, ihr kennt's. Ihr kennt's. Ich meine, wir können anfangen mit dem Tor. Da gibt es ja nicht so viele. Manuel Neuer. Äh, ja. Ich denke, Manuel Neuer hat den Eindruck, den er die Saison über beim FC Bayern hinterlassen hat, bestätigt. Durchwachsen. Durchwachsen, sieht keine Fehler ein, nicht selbstkritisch. Ja, Hut ab. Ich bin froh, wenn er endlich seine Karriere beim FC Bayern beenden wird. Leider ist er noch ein Jahr lang da. Wird auch leider noch ein Jahr lang Kapitän sein. Wird uns, glaube ich, nicht gut tun. Ja, man hätte den Jonas Obig da reinwerfen sollen. Ich habe es schon mehrfach gesagt, es gibt ein extra Video dazu. Wie gesagt, es gibt eine Konstellation, wo das alles gut sein kann mit Obig und Neuer, aber ja. Hier geht es darum, welche Auswirkungen die WM hat. Und die WM hat Manuel Neuer nicht gut getan, hat ihm 0 gebracht. Deutschland 0 gebracht, hat nur Terz reingebracht. Völlig unnötige Aktion gewesen. Und ja, wenn ich es benoten müsste, Note 4. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Jonas Obig war als Anhängsel dabei. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung, macht euch selber euer Bild. Verteidigung, Upamecano, Note 1. Opa war eine absolute Maschine für Frankreich. Ich habe super viele Spiele gesehen und Opa hat 1:1 an die starken Leistungen beim FC Bayern angeknüpft. Hat sogar noch ein bisschen mehr, noch mehr wie beim FC Bayern, noch mal die Führung übernommen, die Führungsrolle des Führungsspielers. Auch gerade, wenn man sich dieses super wilde Freundschaftsspiel um Platz 3 angeschaut hat, ne, nachdem Opa reinkam, habt ihr gesehen, dass da nochmal Ehrgeiz war, Zug war, dass er Verantwortung übernommen hat, dass er vorangegangen ist, nach vorne gegangen ist. All das, was man bei so einem Joshua Kimmich vermisst hat, ein Upamecano als Innenverteidiger gezeigt. Absolute bärenstarke WM, Note 1 von meiner Seite für Upamecano. Min Jae Kim habe ich jetzt nicht so viel gesehen, glaube nur ein Spiel. Alles, was ich so in der Presse mitgekriegt habe, war es aber auch eine souveräne Vorstellung. Und ja, wie gesagt, kann ich nicht so gut beurteilen. Will ich mit einer 3 beurteilen. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter war. Jonathan Tah. Ja, Jonathan Tah war einer der wenigen Lichtblicke für Deutschland, denke ich. Mit Schlotterbeck zusammen war das auch alles noch einigermaßen okay. Nachdem Schlotterbeck weg war und Rüdiger daneben ihm stand, war es eine Katastrophe. Jonathan Tah war noch der da hinten noch irgendwas gerettet hat. Ja, muss man so klar sagen. Hat aber natürlich einen schweren Stand gehabt. Von meiner Seite gibt es eine 2-. Alfonso Davies, ja, ein Kurzeinsatz, dann wieder gleich angeschlagen. I don't know why warum er überhaupt da war. Ich verstehe es nicht. Wird ihm nicht gut getan haben, hat Kanada nicht gut getan. Verschwendete Zeit. Ich kann es verstehen, so WM im eigenen Land, dass man da dabei ist bei der Mannschaft und so, kann ich schon nachvollziehen, aber dass man da überhaupt da versucht hat, ihn da irgendwie ins Wasser zu werfen. Absolute Vollkatastrophe. Rico Ito, ja, habe ich auch ein Spiel gesehen. War, ja, auffälliger wie beim FC Bayern, hat beim FC Bayern aber auch einen schweren Stand gehabt. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen.
Von daher würde ich es eher ähnlich wie bei Minje halten. Ja, eigentlich sollte ich Minje auch nicht benoten, habe ich auch nicht so viel gesehen. Stunny habe ich auch gesehen. Ich glaube sogar alle 3 Spiele. Stunny hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Hut ab, Stunny war sehr, sehr stabil. Ähm, teilweise war auch er der Spieler, ähnlich wie 'n Upper, jetzt ein bisschen andere Posi und so, der aber auch dann gepusht hat, ja, wenn es nötig war, der auch seine Mitspieler mal das Passende gesagt hat. Auch da war mehr Führung zu sehen, als wie beim Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft. Muss man einfach mal so klar sagen. Also, Stunny von meiner Seite, er hat eine gute WM gespielt, würde ich auch so bei zwischen 2 und 3 sehen, ähnlich wie bei Jonathan Tah. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, Joshua Kimmich, Note 5. Ja. Wenn wir noch mit einbeziehen würden, dass er der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist, dann müsste es ihm eine Note 8 geben. Er mag ja außerhalb des Platzes ein guter Kapitän sein, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Auf dem Platz ist das definitiv nicht. Joshua Kimmich kann froh sein, dass er nicht gegen Frankreich spielen musste. Die hätten ihn zerstört über außen, ja. Egal, ob es ein Doué gewesen wäre, ob es ein Bakola gewesen wäre oder selbst wenn Dembele mal die Seite gewechselt hätte oder ein Ulisse. Ganz zu schweigen vom Mbappé, die hätten Kimmich so alt aussehen lassen, Alter, der hätte seine Schuhe am Nagel hängen können. Sage ich euch, wie es ist. Kann er froh sein, dass es nicht dazu gekommen ist, aus meiner Sicht. Eine katastrophale Leistung als Rechtsverteidiger. Ich hatte ja auch noch die Hoffnung, ich war ja auch ein großer Verfechter davon zu sagen, ey, Joshua Kimmich kann noch als Rechtsverteidiger ein Faktor sein. Beim FC Bayern kann er nicht. Kann er nicht. Null. Nothing. Das war schlechter als Conny Leim als Außenverteidiger. Und ihr wisst, dass ich von Conny Leim als Außenverteidiger halte. Junge. 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 Erstmal keinerlei Einfluss aufs Offensivspiel. Keinerlei. Ja. Keinerlei Einfluss. Ich glaube, 1 oder 2 annehmbare Flanken habe ich gesehen. Und das waren wahrscheinlich auch alle Flanken, die er geschlagen hat. Das gab es einfach nicht. Ja. Führungsspielermäßig 0. Nothing. Gar nichts. Zweikampfverhalten. Pff. Ja. Ich meine, wir regen uns ja schon immer darüber auf, wenn er in der Zentrale halt so maßlos überlaufen wird, ja, und nicht in den defensiven Zweikampf kommt. Alter, auf der Außenverteidigerposition ist das aber noch mal so viel mehr ins Auge gestochen, ne? Aber genau das, was ihr da gesehen habt, sieht man Woche für Woche bei Joshua Kimmich in der zentralen defensiven Mittelfeldposition, ne? Nur da ist es halt dann oft noch so: „Oh, da ist ja noch ein Innenverteidiger hinten.“ Die sehen dann zwar scheiße aus, weil die das ausbügeln müssen, das ist halt auf der Außenverteidigerposition nicht der Fall, ne? Ja. I don't know, ja. Und nochmal kapitänstechnisch 1:1 wie beim FC Bayern. Ey, Joshua Kimmich ist ein super ehrgeiziger Spieler, ist vielleicht der beste Kapitän dieser Welt außerhalb des Platzes. Auf dem Platz hat er nichts von einem Führungsspieler. Gar nichts. Null. Nothing. Er kriegt es nicht hin, das Spiel mal in die Hand zu nehmen, zu sagen: „Ey, ich verlangsame jetzt mal das Spiel, ich mache das Spiel mal schneller.“ Ähm, Klar, von der Rechtsverteidigerposition jetzt aus gesehen 'n bisschen schwieriger, ja, aber das kriegt er beim FC Bayern auch nicht aus der zentralen Position hin. Taucht zu 110% ab, wenn's nicht läuft. Da ist kein Aufbäumen, da ist gar nix, ja. Er schmeißt sich, egal ob als defensiver Mittelfeldspieler in der Zentrale im eigenen 16er, wie auch als Außenverteidiger, schmeißt er sich auf 'n Boden, wenn er mal 'ne kleine Berührung bemerkt und wundert sich dann immer wieder, dass: „Oh, der Schiedsrichter pfeift das ja gar nicht. Oh, was ist denn da los?“ Ja. Das Einzige, was 'n Joshua Kimmich kann als Kapitän, ist jedes Mal zum Schiedsrichter zu rennen und da rumzumosern, wenn bei irgend jeder verfickten kleinen Entscheidung, die aufm Feld getroffen wird. Ja, ansonsten ist Joshua Kimmich alles, aber kein Führungsspieler aufm Platz, Alter. Außerhalb des Platzes kann er wirklich 'n guter Führungsspieler sein, das weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aufm Platz ist er's nicht, ne? Katastrophe. Die WM, ey, ihr wisst, was ich von Didi Hamann halte, der labert so viel Scheiße, das kannst du gar nicht alles abwischen. Aber bei dem Take gehe ich mit. Joshua Kimmich hat nichts mehr in der Nationalmannschaft zu suchen. Joshua Kimmich hat auch nichts beim FC Bayern zu suchen. Sorry, ja. Werden wir nicht ändern. Wir werden ihn die nächsten 3 Jahre im zentralen Mittelfeld wahrscheinlich alternativlos rumdümpeln sehen. In der Nationalmannschaft hat er nichts mehr zu suchen. It's over. Ey, it's einfach fucking over. Der Fußball ist viel zu schnell geworden für einen Joshua Kimmich. Der kommt gar nicht mehr mit, ja.
Und hat halt auch keinen Einfluss, wie wir gesehen haben. Ja. Vergleich das mal mit dem Einfluss, den ein Upamecano bei Frankreich hat. Selbst ein Josip Stanisic bei Kroatien. Ja, vergleich das mal, was diese Spieler für Einfluss haben. Ja. Wenn es nicht gut läuft. Wenn es nicht gut läuft. Und dann vergleich das mal, welchen Einfluss Joshua Kimmich hat. Katastrophe. Leon Goretzka brauche ich gar nichts zu sagen. Er ist zum Glück nicht mehr Spieler des FC Bayern. Ist eine absolute Farce, dass man als Spieler von diesem Format und immer, ja, ich bin auch der Führungsspieler schlechthin. Und dann macht er Mimimi, wenn er Elfmeterschießen soll, Alter, weil er keine Eier hat. Ja. Ey, ich erinnere gerne nochmal an die Worte, die Thomas Tuchel bei uns getroffen hat, wo er Trainer beim FC Bayern war. Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind für mich keine Führungsspieler. Und damit hat Thomas Tuchel zu 110% recht gehabt. Punkt. Dazu ist alles gesagt. Leon Goretzka brauche ich nicht benoten, oder? Diese Note gibt es nicht. Nächster, Jamal Musiala, Note 5. Ja, Note 5 einfach. Und damit ist er gut bedient. Ja. Jamal Musiala 1:1 dieselben Leistungen wie beim FC Bayern. Auch da, was hat man mit diesen Leistungen in der Nationalmannschaft zu suchen? Erklärt's mir. Ich verstehe es nicht. Man hat mit diesen Leistungen erstmal aufgrund welcher Leistung wurde er überhaupt eingeladen zur Nationalmannschaft? Und warum wurde, wo ich ihn gerade direkt daneben sehe, ein Tom Bischoff nicht eingeladen? What the fuck? Ja. Und dann sieht man die Leistung, die er nun mal zeigt. Ja, mehr ist halt gerade nicht drin bei Jamal Musiala. Punkt. Mehr war beim FC Bayern nicht drin. Warum soll in der Nationalmannschaft auf einmal mehr drin sein? Na, wie soll das funktionieren? Notting, gar nichts. Hat die Mannschaft eher geschwächt, wie der Mannschaft geholfen. So ehrlich muss man sein. So. Jamal Musiala wird in der kommenden Saison beim FC Bayern, wenn das nicht wieder eine Steigerung um mindestens 50% kommt, keine Rolle spielen. Er kann sich mit Alphonso Davies auf die Bank setzen und die können Ringelpitz mit Anfassen spielen. Darauf wird das hinauslaufen. Junge, I don't know. Vielleicht muss er im Kopf wieder gerade werden. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Jamal Musiala ist so das Thema so, oh ja, ich habe einen Vertrag von 25 Millionen beim FC Bayern. Ich bin der neue Lionel Messi. Ich habe alles erreicht in meiner Karriere und ich schwebe nur noch über den Platz und ja, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich muss mich nicht mehr reinhauen. Ich hoffe, ich täusche mich. Ja, so. Wir waren in der letzten Saison stärker ohne Jamal Musiala als wie mit Jamal Musiala. Und wir werden in der neuen Saison wahrscheinlich auch stärker sein ohne Jamal Musiala, wenn man sich in Saibiri bei der WM mal angesehen hat. Ja. Ich hoffe, ich täusche mich, ja, wegen mir, wenn Jamal mal wieder die Form findet, die er vor seiner Vertragsunterzeichnung hatte. Ja, aber selbst danach war es schon scheiße. So, vor seiner Verletzung war es schon scheiße. War es schon nur Mittelmaß. Ja. Wie ich gerade sagte, vielleicht aus dem Grund, weil man denkt, oh, geil, ich habe jetzt alles erreicht, ich bin der Mann. Ja, das ist er nicht. Er muss mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und sich auch nicht bei jedem Zweikampf hinwerfen und Schiri, hast du das gesehen? Das musst du doch pfeifen für mich, der hat mich berührt. Am kleinen Zeh. Junge, Alter, ich krieg zu viel. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, noch ist zu früh, ein Urteil zu fällen, hat eine lange Verletzung, schwere Verletzung gehabt, alles ist gut, aber nochmal, es war schon vor der Verletzung eine Katastrophe, seine Leistung. Ja. Und entweder rafft er sich diese Saison, keine Ahnung, ansonsten kann er ja im Kombo-Paket mit Davis, haben sich ja beide so lieb, weiß ich nicht. Irgendein englischer Club wird die schon aufnehmen. Real Madrid, glaube ich, auch nicht mehr Fan. Ja, Tom Bischoff können wir nichts zu sagen. Tom war leider nicht dabei. Für mich eine der krassesten Fehlentscheidungen, die man treffen konnte. Gerade wenn man unser zentrales Mittelfeld gesehen hat, mit einem katastrophalen Pavlovic und auch mit dem Metscher, der ja nur 1,5 Spiele irgendwie präsent war. Ich glaube, so ein Tom Bischoff hätte da nochmal eine andere Note reingebracht, wie es, keine Ahnung, dann so ein Amiri oder wer auch immer da dann rumgedümpelt ist, getan hat. Ja, Conny Leimer. Conny Leimer habe ich leider auch nur ein Spiel gesehen, weil alles immer so spät war. Ja, Conny Leimer war Durchschnitt. Note 3 würde ich ihm geben, was ich gesehen habe. Steht auch vor einer schwierigen Saison, denke ich. Je nachdem.
Werden wir im anderen Video drüber reden, wenn ich so ein bisschen mal über unseren Kader gleich quatschen werde, wo ich noch die Baustellen sehe. Ja, Österreich hat es aber auch nicht so einfach gehabt, muss man sagen. Ja. Aber ich habe schon mehr von Conny beim FC Bayern gesehen, wie jetzt in der Nationalmannschaft. Lennart Kahl, brauche ich nichts zu sagen. Wissen wir, Alexander Pavlovic, Note 5, Alter. Und auch damit ist er noch gut bedient, wenn wir ehrlich sind. Das war gar nichts. Null. Nothing. Ja, das war aber schon beim FC Bayern zum Ende der Saison hin so. Ich weiß nicht, warum Vinny durchgehend an Pavlovic festgehalten hat und nicht ihn durch Tom Bischof ersetzt hat. Irgendwann zwischendurch mal hat er Tom Bischof reingeworfen, der es dann auch sehr, sehr gut gemacht hat. Wie wir alle gesehen haben. Ich weiß nicht, was mit Pavlo los ist. Vielleicht einfach, ich glaube, einfach ein bisschen überspielt. Ja. Bisschen überspielt. Sonst hat er immer seine Verletzungen gehabt. Anfang der Saison hat er das auch gehabt. Da hat er halt immer ein bisschen Pause gehabt. Jetzt musste er halt auch mal durchziehen. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit. Und vielleicht ist das einfach noch zu viel. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, Pavlo ist jetzt auch noch nicht seit 3 oder 4 Jahren irgendwie auf diesem Niveau unterwegs. Ja? So. Auch da wird es eine sehr, sehr spannende Saison werden. Serge brauchen wir nichts zu sagen, war nicht dabei. Meister Harry Kane. 6 Hütten gemacht. England als Kapitän angeführt. Ich habe es im anderen Video schon gesagt zum Fazit zur WM. Was mich teilweise ein bisschen gewundert hat, wenn England halt Probleme hatte, dass sie das Spiel nicht so gestalten konnten, weil Declan Rice viel irgendwie hinten gebunden war. Hatte mich gewundert, dass ein Harry Kane sich nicht so hat fallen lassen, wie es beim FC Bayern tut. Ja, weil auch England hat starke Außenbahnspieler, schnelle Außenbahnspieler. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ansonsten würde ich Harry Kane die Note 2 geben. Harry Kane hat ein bisschen müde gewirkt, hatte aber schon beim FC Bayern zum Ende der Saison hin, muss man fairerweise sagen. Aber ja, war er dann auch um Platz 3, war er nicht auf dem Platz gestanden. Es war mit Sicherheit auch nicht von ungefähr. Ja, viele, viele Spiele gemacht, war ein bisschen müde. Aber ansonsten eine blitzsaubere WM. Ja. Und ein bisschen Pech gehabt gegen Argentinien. Auch da war Harry Kane nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, denke ich, wie man gesehen hat. Ein bisschen schade für Harry, aber Harry hat eine grundsolide WM gespielt. Nicolas Jackson steht jetzt hier noch bei uns im Kader drin. Habe ich auch nur einmal ein paar Minuten gesehen. Senegal, von daher kann ich da nichts zu sagen. Luis Diaz habe ich leider gar nicht gesehen, weil die Spiele zu katastrophalen Zeiten stattgefunden haben. Ja, das hat mich sehr geärgert. Ich hätte ihn gerne gesehen. Überragender Spieler. Scheint auch eine gute WM gespielt zu haben, was ich so gelesen habe, aber kann ich nicht wirklich was zu sagen. Damit kommen wir zum letzten, zu Michael Olise. Ja, abgesehen davon, dass Michael das Tore-Schießen verlernt hat bei Frankreich, hat er eine überragende WM gespielt. Note 1 von meiner Seite. Wenn er das Verständnis mit Harry Kane hinbekommt, was er mit Mbappé hat, von der Laufwege her und so weiter, dann ist Michael Olise auf jeden Fall eine Mega-Option auf der 10. Ja, wenn ihr gesehen habt, ich meine, 7 Vorlagen musst du auch erstmal bringen. Aber es war einfach dieses super einfache, super effektive Spiel. Ja, nicht wie bei uns. Ja, du gibst Jamal Musiala den Ball. Oh ja, ich habe den Ball. Nee, ich kann den Ball nicht gleich weiterspielen. Ich kann den nicht jetzt in die Tiefe spielen. Ich muss doch mindestens erstmal 1 oder 2 Spieler zumindest versuchen, auch zu dribbeln. Ja, Jamal Musiala muss sich doch darstellen. Ja, das gibt's alles nicht bei Michael. Ja, wenn er einen Spieler ausspielen muss, dann tut er das oder versucht es. Ja, klappt auch nicht immer. So. Aber ansonsten spielt Michael schnörkellos in die Tiefe, in den Lauf rein. Er sieht einfach die Laufwege, ja, die da sind. Grandios, Alter. All das, was in der deutschen Nationalmannschaft, wenn wir jetzt erstmal da bleiben,
nicht der Fall war. Super langsam in der Zentrale. All das ist nicht Michael Olisse, Alter. Einfach den Ball, zack, direkt weitergespielt, in die Tiefe gespielt, nicht immer quer nach hinten. In die Tiefe. Ja? Überragend, Alter. Überragend. Dazu immer mal noch ein Kunststückchen, wenn's nötig war, ja. Und klar war auch nicht jeder Ball so gespielt. Wenn es die Situation aber hergab, hat er diese Bälle gespielt. Und deswegen sage ich einfach, das Einfache, aber genial. Ja? Hat mich schon so ein bisschen an Zinedine Zidane erinnert, wenn ich ehrlich bin. Ja, der hatte das auch, dieses Auge einfach. Ja? Und dann auch die Möglichkeit, den Ball dahin zu spielen. Auch da, gleich im nächsten Video, wird sich ein Musiala warm anziehen müssen. Ja? Gut, so viel zu den Bayern-Spielern bei der WM. Und im nächsten Video gebe ich mal einen kleinen Ausblick und auf den Kader für die kommende Saison. Und ja, gucken mal, wo noch Baustellen sind im Kader vielleicht. Ne? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf das neue Auswärtstrikot oder irgendwas anderes aus dem FC Bayern Fanshop, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Ach so, und wenn ihr Bock habt, bei WhatsApp gibt es jetzt auch einen Red Munich-Kanal, wo ihr die Videos findet. Für unterwegs. Tschüssi.